Für dich mal Merci und den Herr Bianca Lana für das interessante Interpellation über den Zustand an unseren Prisungen an Situationen von den Detenuen. Das ist aber schon ein bisschen erstaunlich, dass das Initiativ gerade von einer Partei kommt, die selber an den letzten Regierungen war und also definitiv Moyen hat für die vielfältigen Probleme an unserer Strafvollzugspolitik umzugehen. Ja, Herr Engel, das ist aber so. Ich schwätze mal leider von einem Bereich, der regelmäßig an der Kritik steht, und das nicht ohne Grund. Rapporte von den letzten Jahren unterstreichen immerhin, wie komplex, dysfunktionell und urgent die Situation am lützeburgischen Strafsystem ist. Probleme sind bekannt, Diagnose ist gestaltet, mit Therapie bleibt noch zu definieren. Ganz rezent hat der DDR ein parlamentarisch froh und justizministerisch Gericht, dat wir endlich mehr Klarheit über die Situation an unseren Prisungen zu kriegen. Aus ihrer Antwort geht dafür, dass am 17. August von diesem Jahr 760 Prisonnier an unseren Strukturen waren, bei einer maximalen Kapazität von leicht über 1000 Plätzen. Den Okkupationszahl liegt demnach bei bald 75%. Rund 1000 von den Prisonnieren sind keine Einwohner vom Land, aber bald 80% haben eine ausländische Nationalität. Das sind Zahlen, die nicht gerade beruhigen. Genauso wenig wie die Rückmeldung, dass, falls es nicht durchgeht mit der Platz, die Situation könnte angepasst gehen. Das Logik ist symptomatisch für ein System, das schon lange seine Limiten erreicht hat. Dafür kann ich sich fragen, ob es nicht übrig wäre, Personen, die nicht von hier sind und zu Lützeburg verurteilt gehen, womöglich an ihrem eigenen Land die Strafe aufsetzen zu lassen. So kann auch der Steuerzahler entlastet gehen. Da gebe ich ganz gerne von der Madame Justizminister wissen, wie sie dazu steht. Eine andere Dimension des Problems ist die hohe Zahl von Prisonnieren, die an Untersuchungshaft sind, wir nicht schon hören. Laut einem Zeitungsartikel von diesem Jahr auf Französisch mit dem Titel De plus en plus de prisonniers au Luxembourg, la moitié d'entre eux n'ont jamais été condamnés. Demnach bald Halschend von all den Prisonnieren an Untersuchungshaft. Das sind am Ganzen 260 Leute. Fakt ist, dass es kein gesetzliches Maximum für die Dauer von der Untersuchungshaft gibt. Das bedeutet, dass er monatelang oder jahrelang seine Freiheit verlieren kann, ohne dass ein Urteil vorliegt. Das ist nicht nur ein juristisches Problem, sondern ein Menschenrechtsproblem, das der Conseil de l'Europe auch schon scharf kritisiert wird. Von den 1324 Personen, die im Moment zu Lützeburg an Untersuchungshaft sitzen, goufen dann nimmen eng 420 verurteilt, über dem es da über 900 nach immer op ihre Verurteilung gewährt hun. Da das Spiegelbild von einer überlaschter Justiz, die auch versicht, für die Lächer mit Leuten aus dem Privatsektor zu stoppen, bis das Ganze aber Praxis umgesetzt wird, das kann noch dauern. Da der hat noch immer gesagt, ein Justizapparat, der gut funktionieren soll, braucht genug Kapazitäten. Aber am Platz zu handeln, wo den über Jahren einfach den Kap an den Sand gestach, bis sich die Situation immer weiter verschlimmert wird. Mit gibt noch andere Probleme, die über die Mauern von den Prisungen rausgehen. Das vierop wat Konditionen vom Vollzug an Perspektiven oder Strafe gehen. Die Assoziation Ran, Raus an Lo hat am August 2024 darüber hingewiesen, dass die Desozialisation der Prisonnier durch viele Faktoren verstärkt wird. Vom Mangel und Dialog über Isolation bis hin zu keiner Lebensperspektive mehr. All Prisonnier haben natürlich ein Urrecht auf eine psychologische und soziale Assistenz, und die wird in den meisten Fällen auch angeboten. Mit wo bleibt, geht das durch. Wie viele von diesen Erfahrungen führen wirklich zu einer Reintegration von den Betroffenen und nicht just zu einer temporären Beruhigung vom Gewissen von der Politik? Danach wieder zu der Arbeit an Prison. Zu Straße kriegen Prisonnier für eine 35-Stunden-Woche aktuell zwischen 350 und 750 Euro den Monat, eine Summe, die der Assoziation Ranraus an Lo bei weitem nicht durchgeht. Man muss vier hören von der Madame Weidert, Monton, Guineo geschwind an Blut. Der wir nicht vergessen, dass der Staat schon für sämtliche Kosten am Kader vom Inhalt von den Prisonnier abkönnt,
grad wie auch für die Funktionamentskächten vom Prison. Fakt das, als Gesellschaft überhält schon haut einen ganz großen Teil von all diese Kächten. An dem Kontext muss ich noch sagen, dass als ehrliche Bürger so gesehen doppelt bestraft gehen. Neben dem Unsicherheitsgefühl kommen sie auch nach für die ab, die für immer mehr Kriminalität am Land sorgen. Es vergeht kaum ein Tag ohne Neuigkeiten über Abrüche, Überfall oder Akte von Gewalt, die die Bürger immer mehr verunsichern. Eine Justiz, die nicht gut genug funktioniert, an nivelage das an eine Reintegration von Menschen, die am Strafvollzug waren, an als Gesellschaft, die ihr Ziel verfehlt. Das alles dreht zu einem Klima von Ungerechtigkeit und Unsicherheit bei. Als Bürger haben aber das Recht, an einem Land zu leben, wo die Sicherheit nicht nur ein Versprechen ist, aber garantiert wird. So nicht merci.